Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 63 von unserem Podcast Buff Crit Loot. Die Steffi, unsere Gaming Queen, und ich, ihr Servant, sind hier, um euch unsere Gaming News präsentieren. Es ist wunderschönes Wetter draussen, von dem her perfekte Zeit, um einen Podcast zu machen. Und wir haben ganz heisse Themen für euch. Und zwar haben wir im Buff einiges Nintendo Direct Highlights. Werden wir euch ein bisschen erzählen. Zudem ein bisschen etwas zu der Zürich Popcorn, wo wir auch werden vertreten sein. Nachher im Crit. Steffi erzählt euch etwas über einen 17-jährigen Cheater. Und ich über die Unity, die Engine, die vielleicht kostenpflichtig wird. Und dann haben wir noch ganz viel coolen Loot für euch. Somit starten wir direkt rein, schwingen die Schwerter, let's go! Yes. Weißt du, das Schlimmste vor allem bei diesem Cheater ist, dass er $500,000 Schadenersatz muss zahlen muss. Aber mehr dazu später. Okay, eine halbe Ja. Million. Ja. Okay. Kommen wir zuerst zu den Nintendo Direct Highlights. Letzte Woche war ja Nintendo Direct, ich glaube es am Donnerstag, wenn ich es recht im Kopf habe. Und es sind mal wieder ein paar Sachen vorgestellt worden, man kennt es. Natürlich sehr viel auch, ich sage jetzt mal, einfach Third-Party-Games, die jetzt neu auf der Switch spielbar werden. Aber natürlich auch Neuheiten und dort gibt es einiges, wo wir ein bisschen gehypt drauf sind. Auf jeden Fall. Ich zum Beispiel bin wahnsinnig gespannt auf Prince of Persia, The Lost Crown. So oder so. Egal auf welcher Plattform. Ender der Lost Crush, Steffi, bei dir. Ja. Ja, also ich muss wirklich sagen, hey, als ich mich heute ein bisschen das Thema gelesen habe, mitbekommen, dass der anscheinend von ganz vielen gehatet wird. Also der Hauptcharakter von The Lost Crown, der nennt sich Sargon. Das ist nicht der Prinz, ausnahmsweise. Also normalerweise ist gar nicht Nein, ist nicht Aha, der Prinz. okay. Normalerweise bei Prince of Persia hat man ja den Prinz gespielt oder auch einen Fake-Prinz, je nachdem. Und das Mal spielt man aber nicht den Prinz selber, weil der Prinz ist nämlich entführt worden und wir müssen sozusagen das Rettungs-Dings spielen für den Prinz. Also ja, ausnahmsweise müssen wir nicht die Prinzessin retten, sondern den Prinz. Genau. Nein, wir spielen durch Sargon. Der ist tatsächlich so ein Elitekämpfer. Und ich finde ihn mega cool. Aber wie Nico vorher schon gesagt hat, ich finde ihn wirklich mega nice. Vom Charakterdesign her, mega viel finden ihn nicht cool, weil sie der Meinung sind, mit dem schwarzen Eyeliner und mit dem Undercut sieht er eher aus, als wäre er irgendwie am 7 Uhr am Morgen gerade irgendwie aus einer Raver-Bar oder so rausgekommen. Dieser Meinung bin Also ich gar practically nicht. wie ich immer ausgesehen. So. Also. Genau. Ausser Why you hating? Bei dir ist es nicht der Eyeliner, sondern die Augenringe. Genau. Nein, aber ganz ehrlich, im alten Persien haben sich viel schwarze Eyeliner gemalt, wo das einfach... Das ist actually true. Ja, das ist stimmt. normal. Das ist... weißt du, für was Es gibt das sogar ist? Leute, die das heute noch machen. Ja, aber weißt du, für was das ist? Also Perser. Es Ja, mal mit dem trainiert. Sonnenbrille. Das ist early antike Sonnenbrille-Style ist das. Das hilft Early gegen... antike Sonnenbrille, ja. Ja, das hilft tatsächlich gegen die Sonneneinstrahlung, ja. Das so ja, aber das machst du ja auch du machst ja das auch beim Football, ich glaube, dort ist Gut, das das ist Gleiche, aber auf den Wangenknochen und nicht unter den Augen direkt. Nein, es ist doch hier. Nein, es ist auf den Wangenknochen. Also einfach unter den Augen und nicht auf dem Unterlid, sondern auf dem Wangenknochen. Egal. Auf jeden Fall, ja, du hast recht. Ja, ich weiss. Danke. Also, mehr ein bisschen zu Prince of Persia The Lost Crown. Es wird ein 2D-Side-Scroller mit Metroidvania-Elementen sein. Also beziehungsweise, es kommt ja erst raus, neu ist es nicht da. Es kommt nämlich ein bisschen zu meinem verspäteten Geburtstagsgeschenk. Von dem her ist es okay. Also es kommt am 18. Januar raus. Und es geht tatsächlich auch wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln von der Spielreihe, wie sie ursprünglich einmal war. Nämlich ist sie 1989 von Jordan Mechner erfunden worden. Damals ist es schon... Man kennt ihn nicht, der Jordan Mechner. Ja. Damals ist es eigentlich auch schon darum gegangen, wirklich so
punktgenaue, präzise Sprünge und das Ausweichen von fiesen Fallen. Also es ist einfach ein klassischer Plattformer. Ich habe ein paar Erfahrungsberichte gelesen, die die Leute angetestet haben und bis jetzt ist es also wirklich sehr, sehr, sehr gelobt worden. Am Anfang waren ein paar negative Stimmen aufgrund vom ersten Trailer da gewesen, aber alle die es angespielt haben, sind eigentlich durchwegs sehr positiv überzeugt vom Game. Also ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig cool wird. Und vor allem, wenn ich es so anschaue, erinnert es mich irgendwie an eine Mischung aus Ori und Immortals Phoenix Rising. Also Ori kennt ihr vielleicht, gibt es 2 Teile, Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps. Das ist beides auch Jump'n'Run mit wunderschönen, handgezeichneten Hintergründen und Elementen und auch vom, so ein bisschen von den, sag jetzt mal, Fähigkeiten her. Man hat Angriff, man hat Fern- und Nahkampf, man hat verschiedene zusätzliche Attacken, sag ich jetzt mal, und auch Fähigkeiten, die man upgraden kann, aktive wie passive, mit Hilfe von Amulett. Und also die Zwischenspeicherpoints an diesen Bäumen, die erinnern mich einfach extrem an Ori. Und Immortals Phoenix Rising ist wahrscheinlich aufgrund von der Grafik, vom Stil her und auch von den Gegnern irgendwie. Das spielt ja im alten Griechenland. Also vor allem mit den mystischen Figuren und so. Und es ist auch von Ubisoft. Also Prince of Persia ist zwar von Ubisoft. Ich muss überlegen, was ist es gewesen? Ubisoft. Etwas mit M. Montpellier, genau. Und die haben zum Beispiel auch schon Rayman Legends gemacht. Und Immortals Phoenix Rising ist aber von Ubisoft Quebec. Aber ja, halt irgendwie aus der gleichen Schmiede. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich extrem auf das Spiel. Ich habe Prince of Persia auch früher schon gespielt auf der Wii. Das ist schon ewig lang jetzt her, aber das habe ich schon genial gefunden. Und natürlich eines der wichtigsten Elemente, die wir auch hier wieder werden haben, ist die Zeitreise. Also man kann die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Nicht sehr viel, aber wir werden sehr, sehr viel Gebrauch von dem müssen machen in den Kämpfen und auch in den Rätseln und so weiter während dem Game. Und ich freue mich mega drauf. Nicht mehr lang. Ja. Das ist nice. Also ich freue mich natürlich, dass du dich freust. Yes. Es sieht cool aus. Und sehr dynamisch. Jetzt schon sagen, oh ja, das ich kann jetzt schon sagen, ich werde es am 19. Januar, wenn alles klappt, anspielen. Im Stream bei uns. Yes. Oha. Yes. Let's go. Also da freuen wir uns natürlich drauf. Auf jeden Fall. Sieht wirklich cool aus, Steffi. Also schau das sicher rein. Schaut das sicher rein, wenn sie das anspielt. Gut, das heisst, Prince of Persia sind wir durchgerusht. Jetzt muss ich das schnell mit Cheat Sheet auftun. Was sind wir denn jetzt? Ja, also. Nintendo Direct, was erwartet man? Natürlich ist unser gut alter Freund It's Me, Mario, wieder dabei. Und zwar zuerst mit Super Mario RPG. Was kommt am 17. November? Oh, ja, das ist gleich. Kommt es raus. Hat neue Grafik, smoother Look, man kennt's, bliblablub. Das ist ja immer ein bisschen das Ding. Was aber spannend ist in dem Super Mario RPG ist, dass es jetzt sogenannte Action Commands gibt. Und zwar kann man im richtigen Moment, wenn man im Kampf ist, kann man drücken und man blockt Schaden oder verteilt mehr Schaden. Das heisst, wenn man mit der Action Command richtig trifft man anstatt einen Gegner alle Gegner. Cool. Also das sind so timed Attacks und timed Blocks. Das finde ich eigentlich noch cool. Und dann kann man die Action Command Liste füllen, links, die man hat. Und wenn die voll ist, kann man so einen Triple Move machen, wo man mit allen Charakteren zusammen angreift. Also so einen richtig schönen Finisher. Das heisst, je nachdem, was man dann für 3 Charaktere zusammen spielt, kann man einen cooleren oder weniger coolen oder anders animierten Triple Move machen. Was auch neu ist, dass man Bosse, die man schon mal besiegt hat, nachher nochmal bekämpfen kann. Aber natürlich sind sie beim zweiten Mal, also wenn man das Game durch hat, ein bisschen schwieriger, also ein bisschen viel schwieriger und haben neue Moves. Das heisst, Super Mario RPG sieht von mir aus einfach mega cool aus als ein RPG, wie soll ich sagen, es hat so ein bisschen das. Ja, es hat ja auch die rundenbasierten Kämpfe, oder? Also es greift immer einen nach dem anderen an und das finde ich natürlich cool. Es hat einen strategischen Touch, das gefällt mir sehr.
Und ich bin dort sehr gespannt. Also das kommt gleich raus, 17. November. Und wir freuen uns alle auf Super Mario RPG, wo ja die Prinzessin Peach zum Beispiel auch drinnen ist. Und die hat ja noch einen eigenen Titel, den sie bekommt, oder Steffi? Genau, ja. Also es ist ja schon letzten Sommer angekündigt worden, dass mehrere Nintendo, also beziehungsweise Mario-Games werden rauskommen. Eben zum Beispiel das RPG, aber auch das Mario Bros. Wonders, das ja jetzt demnächst rauskommt, schon im Oktober. Nicht mal mehr einen Monat geht es, by the way. Und eben noch Princess Peach. Und jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Das Game wird Princess Peach Showtime heissen. Es geht darum, dass wir in eine Theatervorstellung gehen, aber dann Grape auftaucht. Das ist die fiese Bösewichtin vom Spiel. Und wir müssen dort eigentlich das Theater retten. Und das machen wir so, indem wir uns mit der Stella verbünden. Sie ist so eine, die dort, also es ist eigentlich ein Stern, wie der Name sagt, die im Theater arbeitet. Und also, es ist so eine Kombination zwischen einem Stern und einer Schleife. Also, von dem her, ja. Okay, und zusammen mit dieser Stella können wir uns in diverse ja, Steffi, komm mit unterstützen, was passiert gerade bei dir? Aha, du bist auf Tasten. Ja, alles gut. Makrotasten. Zusammen mit der Stella können wir uns in verschiedene, ich sage jetzt mal, Kostüme schmeißen, je nachdem, was die gerade laufende Theatersequenz gerade von uns abverlangt. Und so können wir zum Beispiel Piratinnen-Peach sein oder eine Kung-Fu-Peach. Oder eine Detektivin Peach oder eine Patissiere Peach. Und je nachdem können wir dort die verschiedenen Levels lösen. Und ich finde das mega herzig gemacht. Also wirklich cool, so, ich war so mega überrascht gewesen, weil ich ja gar nicht gewusst oder keine Ahnung hatte, was ich von diesem Game erwarten kann. Aber gerade mit diesen verschiedenen Rollen, es erinnert mich natürlich auch ein bisschen an Barbie, muss ich wirklich sagen, wo Barbie natürlich. Ja, in verschiedene Rollen kann schlüpfen und so. Und jetzt gerade mit dem Film Barbie, wo ja erst rauskommt, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und ja, ich finde es herzig. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass es auch inhaltlich wirklich genug liefert, sage ich jetzt mal. Aber normalerweise hat man da bei den Nintendo-Franchises, gerade wenn es um Super Mario und so geht, eigentlich nie so Probleme. Ja, von dem her bin ich gespannt. Es kommt nächstes Jahr, 22. März, für Nintendo Switch. Nächstes Jahr? Okay, gut. Ich hoffe jetzt, Steffi hat beim Super Mario RPG keine Fehler gemacht. Da steht 17. November. Ich hoffe, das ist natürlich das Jahr. Ja, das ist das Jahr, ja. Nein, das ist das Jahr. Gut. Das stimmt, gut, gut. Okay, gut. Das hätte ich sehr geschrieben. Gut. Ja, also. Auf jeden Fall noch schnell zum Peach Game. Ich finde es eigentlich. Also am Anfang habe ich so gedacht, okay, das ist mehr so auf weibliche. Also ist auch ein bisschen mehr auf. Ich glaube, die Zielgruppe ist schon eher Mädchen. Zielgruppe. Ja. Aber ich glaube, jetzt Dude könnte jetzt da auch noch Spass dran haben, weil es hat ja gleich so Sachen noch drin, wo man sich verwandeln kann, wo man ein bisschen kämpfen kann, wo man ein bisschen Zeug lösen kann. Also es sieht doch diverser aus, als ich zuerst gedacht habe. Von dem her, ja, eigentlich noch interessant. Könnte man vielleicht auch noch im Stream vorstellen bei dir. Gut. Das kann ich auch. Gut. Paper Mario. Wir wären beim Monsieur Mario, eine Paper-Version von seinem Jump-Game hat bekommen, respektive Fortsetzung vom ersten Paper Mario. Das Paper Mario heisst Die Legende vom Äonentor. Also auch ein bisschen zu unterbrechen, das ist Äonentor. Das kommt im 2024 raus und das ist natürlich wieder das einzigartig gestaltete Paper Mario, wo also wirklich 2D aussieht, aber eigentlich 3D ist. Also hey, der Stil ist so cool. Ist es so. Der Stil ist wirklich sehr, sehr cool. Also sie haben wie wirklich so kleine Papierchen, die rumlaufen. Und das Mal hat man von Anfang an eine Begleiterin dabei, wo, ich weiß nicht, wie es heisst, aber sie ist von der Goomba-Universität und ist natürlich selber auch eine Goomba. Die Goomba sind übrigens die Dudes, die man im Ur-Mario hat müssen auf sie drauf gumpen. Die aussehen wie blaue Pilze. Ja, die aussehen wie Pilze, einfach, genau. Braune, blaue. Ich würde sagen blaue Pilze. Also, ich habe es jetzt echt ignoriert, aber ich weiß ja nicht, wie weit fortgeschritten deine Farbblindheit ist. Also, auf jeden Fall kann man den Begleiter auch wechseln. Das heisst, man hat immer einen anderen Begleiter. Zusätzlich, also
kann man auch neue Sachen machen mit Mario. Man kann sich zum Beispiel in einen Papierflieger verwandeln. Und es hat natürlich wieder eine sehr spannende Story mit coolen Abschnitten. Und es bietet wieder ein, ja, würde sagen, sehr interessantes Erlebnis mit diesen Arenen, die es gibt. Man kann zum Beispiel im Theater kann man so verschiedene Feinde bekämpfen. Dort ist es dann auch so rundenbasiert, wo man dann die verschiedenen Begleiter kann brauchen kann, um Attacken zu machen gegen verschiedene Gegner. Also es ist wirklich so recht cool ausgelegt und natürlich macht der Bowser auch immer wieder Probleme. Auf Deutsch geht er natürlich auch zu der Prinzessin Peach und sagt, ich habe dich überall gesucht, du Holde. Ich weiss jetzt nicht, ob dort du Holde eine Beleidigung war oder nicht. Ich habe die deutsche Übersetzung ein bisschen weird gefunden. Aber ja, also Steffi, ich habe dich überall gesucht, du Holde. wenn man die der Super Mario Movie gesehen haben, dort ist es ja sehr obvious, dass der Bowser sich ja schwer in die Peach verliebt. Also von dem her, ja, natürlich. Das ultimative Ziel ist ja auch, sie zu heiraten. Gell? Also das ist ja klar. Aber du Holde, also ich weiss nicht. Es ist ich verstehe es schon, man sagt... urtümlich. Ja, sehr genau. mittelalterlich. Ja. Aber wir wissen ja nicht, wie alt der Bowser ist. Gell? Also, er ist Reptil. Er könnte auch Dinosaurier sein, von dem her. Genau, er ist so Activision Blizzard CEO out. Also. Oh no. Okay, also dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Thema und zwar yes, Tomb Raider 1 eine Dame, was sehr ja, ich habe letztens gehört, das einfallslosste Cosplay. Es hat leider ein bisschen etwas, da gebe ich dir recht. Aber ja, Tomb Raider 1-3 Remastered ist angekündigt worden für Nintendo Switch. Eines der absoluten Highlights für einige, die ich kenne. Sei es jetzt wegen dem Gameplay oder der Lara Croft selber, I don't know. Das sei mal dahingestellt, ich muss es allen gönnen. Ursprünglich sind die 3 Games zwischen 1996 und 1998 erschienen. Also ist wirklich schon ein Weile her. Und also das muss man wirklich sagen. In der Gaming-Welt wirklich definitiv ein Klassiker. Also Tomb Raider natürlich nicht nur als Game, sondern auch irgendwann mal als Verfilmungen. Einfach immer wieder Action, wo man sich geben kann. Und ja, so wie man es auch kennt, beim Remaster, die Grafik ist massiv überarbeitet worden. Aber wenn man auf den Polygon-Look steht, kann man auch jederzeit hin und her wechseln. Also das, das ist cool. Das darf man selber entscheiden. Und ich glaube sogar wirklich, man kann einfach während dem Spielen einfach hin und her dazwischen switchen. Was natürlich wirklich sehr witzig ist. Ich weiss zwar nicht, wenn ich so daran denke, an die alten Games von damals auf der Nintendo, also auf der N64. Ich habe ja das wirklich, ich habe mal probiert, Ocarina of Time auf einem grösseren LED damals noch Fernsehen zu spielen und es war einfach ein Pixel-Matschbrei und es war unerkennbar gewesen. Ich weiss natürlich nicht, ob sie da das Polygon also ich hoffe es mal, auch angepasst haben. Ja, das skaliert Menschen. Genau, so, genau. Dass es halt gleich nicht nur ein Matschhaufen ist, sondern gleich auch ein bisschen anschaubar ist. Aber die neue Grafik ist natürlich schon ein bisschen updated. Das muss man natürlich schon sagen. Und ja, zusammen mit den 3 Games kommt auch jeweils noch eine Erweiterung mit. Und zwar Unfinished Business, Gold Mask und Lost Artifact. Und wie könnte es auch anders sein? Das Trio, hat ich fast gesagt, die Collection, die erscheint am 14. Februar nächstes Jahr, also genau am Valentinstag. Also, liebe Frauen, wenn ihr eure Männer glücklich machen wollt, dann wisst ihr genau, was ihr ihnen schenken müsst. Ein Lara Croft Cosplay. Frauenspiel. Genau. Ja, das wär's. Ja, sehr gut. Und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Rollenspiel, respektive Spiel. Rollenspiel spielen hier keine Rolle, aber der Pikachu spielt hier einen Detektiv im nächsten Game. Und zwar Meisterdetektiv Pikachu. Wer kennt es nicht? Hä? Das Game, der Blockbuster. Nein, jetzt mal ehrlich, eigentlich kennen es wirklich nicht so viele Leute. Ich glaube, der Film haben viel gesehen. Der Film haben viel gesehen, genau.
Und als ich den Trailer gesehen habe, musste ich sagen, Stefan, bin ganz ehrlich, die Grafik ist sehr meh. Also es sieht wirklich aus wie ein Pokémon Snap aus der Es ist halt keine Ahnung, sehr schlecht, sagen wir es 2015, so. 2010. So, also. Wobei es geht. Ich meine, wenn ich jetzt so schaue, wenn man es zum Beispiel auf der Konsole, also im Handheld-Modus spielt, weißt, ich kann mir vorstellen, das sieht echt cool aus. Ich finde es eine herzige Grafik. Es ist so knubbelig irgendwie. Auf einem kleinen Monitor sieht es mega knubbelig aus. Ja, auf einem kleinen Monitor sicher, aber du spielst ja den Switch. Du spielst ja den Switch auf einem auf grossen Bildschirm und von dem her dort ist es dann einfach, also, Kannst das ja, ist musst mir nicht. zu Marshmallow. Aber Zu Marshmallow. Nichts kann zu Marshmallow sein. Hallo? Nichts gegen Marshmallows. auf jeden Marshmallows sind Fall ist der... awesome. Ist gut, Steffi. Wir können näher Marshmallows besprechen. Ich bin an meinem Beitrag hier, gell? Bitte. Ja, ist gut, red weiter. Auf jeden Fall, was sehr speziell ist, es kommt direkt zwischen Karmesin und Purpur DLCs raus. Und das ist halt etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil ich meine, da ist der Hype auf das Game noch weniger groß. Und schon das letzte ist nicht so mega gehypt worden. Es ist zwar lustig gewesen, weil der Detektiv Pikachu ist echt koffeinsüchtig, so wie ich. Und der Tim Goodman ist halt gleich ein lustiger Charakter. Gibt lustige Konversationen. Aber was genau die Rätsel und Sachen sind, die man ergründen muss, weiß ich irgendwie auch noch nicht. Im Trailer hat es auf jeden Fall ein Flagmon mit einem Hut, also für mich 10 von 10. Von dem her, ja. 10 von 10, schön, das ist doch gut. Aber was natürlich auch einfach super wichtig ist, also wichtig, witzig vor allem, bei Pikachu, also bei Detektiv, wenn ich es aussprechen kann, bei Meisterdetektiv Pikachu hat ja das Pikachu tatsächlich zum ersten Mal auch eine Stimme. Also es ist synchronisiert, also das Pikachu kann reden, Menschensprache. Ja, Und das stimmt. Und das ist eine sehr spezielle Stimme. Sehr tief. Und das ist so lustig, so eine tiefe männliche Stimme. Und das ist so witzig und so nicht passt. Aber und ja, ja. er ist kaffeesüchtig und ich finde es so lustig. Aber es ist ja auch schon im Film so. Er hat ja schon im Film die Stimme. Ja. Also gut, der Film ist ja eigentlich ist ja erst gekommen nach dem ersten Game. Stimmt. Aber ja, stimmt. das ist... Der Film ist aber echt gut. Der Film ist echt gut. Der ist cool, ja, der ist cool. Ja. Da muss ich mal wieder schauen. Ja, voll, mach das. Let's Ich watch weiß that. gar nicht, ob es auch noch auf Netflix gibt. Ich glaube es auch nicht mehr. Und Nintendo Flix vielleicht. Warte, Vielleicht, schau schnell. Aber ja, 6. Oktober geht also nicht mehr lang. Natürlich auch bei uns im Shop. Wie soll es so anders sein? Ja, natürlich. Bei uns im Shop. Holt Yes. nach das. Und dann noch ganz kurz haben wir noch weitere wenige Games. Und zwar haben wir ja vor wirklich längerer Zeit schon mal bekannt gegeben, also das weiss man einfach schon länger jetzt, dass es diverse Games wird geben aus dem League of Legends Universum. Und da sind jetzt tatsächlich 2 Games announced worden. Eins nennt sich Bundle Tale, keine Ahnung. Ja. Bundle. Bundle, keine Ahnung. Mit Bundle würde ich sagen mit Ich A. hätte es auch gesagt, ja. Es kommt aber auch Bundle. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Bundle. ist das so ein kleines, eher, also ich finde, es sieht eher aus wie so ein gemütliches, ein bisschen Stardew Valley Adventure Pixel Game. Es sieht chillig aus. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr gemütlich ist. Und das Zweite, das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, weniger gemütlich. Das ist mehr actionlastig. Das ist dann ein Song of Nunu. Dort, haben wir nicht da schon drüber geredet? Ja, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Natürlich, ja, Back sicher. in the days. Ja, das wo wir noch so 300 damals. Follower hatten oder so. Genau, da gehen wir wirklich auf Abenteuerreise, Plattformer, Jump'n'Run, Puzzle und Rätsel lösen. Und ja, dort wird es kalt. Es wird sehr kalt. Das kommt schon am 1. November. Also Song of Nunu kommt am 1. November raus. Und das Bundle Tale kommt dann nächstes Jahr. Aber ja, sie sind da. Wer hat es gedacht? Plötzlich sind sie dropped. Es ist jetzt schneller gegangen, als ich gedacht habe. Mhm. Nice. Also ich finde es cool, weil ich ja wirklich über den Song of Nunu habe ich ja noch geredet. Ja, voll. Und ich glaube, dann, als ich es präsentiert habe, hat es noch nicht so fertig ausgesehen wie jetzt. Was ja logisch ist. Aber auf jeden Fall cool. Klingt auf jeden Fall gut. Noch schnell eine kleine Anekdote. Detektiv Pikachu ist tatsächlich noch auf Netflix. Ja. Gut to know. Also falls ihr euch mal wieder wollt, ins
Detektiv Pikachu-Universum schmeißen, der geht auf Netflix. Exactly. Und somit wären wir, glaube ich, auch schon. Nein, du hast noch ein Game. Ein Game. Ah, come on, sag nicht, du hast es vergessen. Ich habe nicht gesagt, hallo, ich habe gesagt, somit wären wir, glaube ich, auch schon beim letzten Game, das ich vorstelle, Steffi. Aha. Was muss man machen, wenn man Steffi ist? Man schnurrt mit 3 vorher und sagt, komm nicht gut, du hast es vergessen. Ja. Warum? Weil du so ein Matchspieler bist, nie etwas weißt. Erfahrung. Ich habe Dave, hallo. Dave the Diver. Dave, oder auf Berndeutsch David der Taucher. Ja, genau. 26. Oktober kommt das raus, das ist gleich. Und zwar auf der Switch kommt es raus. Und wir reden ja über die Nintendo, also ist auf der Switch. Es ist aber schon lange rausgekommen auf dem PC. Hallo. Es ist schon lange rausgekommen auf dem PC. Das heisst, Nico hat es natürlich auch schon gezockt, weil er gehört hat, dass das mega gut ist und weil das mich auch angesprochen hat. Also zu Dave the Diver kann ich noch sehr viel erzählen. Habe ich auch schon mal angesprochen in einem Podcast. Viele von euch kennen es. Es ist ein sehr cooles Spiel, wo man einen kleinen, sagen wir mal, gut gebauten Taucher spielt, der taucht, Fische fährt wow. und die Fische nachher in ein Sushi-Restaurant bringt, wo nachher sein Kollege, der der Sushi-Meister ist, vorzügliche Speisen daraus macht. Das heisst, man taucht dort nicht nur und jagt Fische, man erlebt auch andere Abenteuer, man muss Bosse bekämpfen, man muss Quests erfüllen, man muss die ganze Sushi-Bar bedienen, Leute einstellen, Gericht fertig machen, den Menüplan verwalten, die Finanzen verwalten. Es ist wirklich ein Rundum-Spiel. Es ist Management und Abenteuer zugleich. Mega cooles Game. Dave the Diver. Ich kann es nur empfehlen. Für alle die sonst noch Fragen haben, ich glaube, unser geliebter Massimo weiss auch, um was es geht. Er hat es nämlich auch gespielt. also Dave the Diver, super Game. Ja, ich habe ganz viel von diesem Game gehört. Mega viele Leute haben es mega gehypt. Und ich muss zugeben, ich habe es nie gespielt. Aber ja, wenn es jetzt auf der Switch kommt, ändert sich das ja dann vielleicht noch. Also es ist wirklich ein Game, wo ich jetzt die mega gesehen also die sehe ich, das auch durchspielen. Bei mir ist wirklich so ein bisschen das Problem, das Game durchspielen, das schaffe ich ja fast nie. Und da bin ich jetzt auch so stuck irgendwo drin. Aber es ist halt wirklich so wie soll ich sagen, es hat ja mal so die TikToks oder Memes gegeben, wo die Leute gesagt haben, Menschen können sich heute auf nichts mehr konzentrieren, darum tun ich jetzt, während wir reden, hier nebendran ein Video von Subway Surfers laufen, damit wir zulassen können. Und Dave the Diver macht genau das halt. Es bietet so viel Unterhaltung nebenbei und so viele Tasks, die man die ganze Zeit hat, wo man halt auf sein Handy muss schauen, die sozialen Medien verwalten etc. Du bist eigentlich immer in dieser Spannungskurve hin. Also es ist immer spannend. Und das macht das Game halt genau richtig, oder? Du hast nie das Gefühl, jetzt lenkt mir etwas zu fest ab. Okay, das ist nice. Das finde ich wirklich cool bei diesem Game, muss ich wirklich sagen. Das ist von mir bekommt Dave the Divers ein solides 8,5 von 10. Immerhin. Auf jeden Fall. Not bad. Ja, auf jeden Fall. Ja, was aber bad ist, Steffi, und sehr kritisch, ist unsere Crit-Themen, oder? Und da fangen wir doch mal an mit einem Dude, der noch nicht ganz 20 ist, Steffi. Was ist denn da passiert? Ich würde sagen, bevor wir zum Crit gehen, gehen wir noch schnell zur Zürich Popcorn. Jetzt hast du gedacht, so, was ist bad an Zürich Popcorn? Scheiße, jetzt habe ich doch etwas vergessen. Okay, fair. Gut, jetzt ist es gleich passiert. Wir spulen kurz zurück. Zürich Popcorn. Zürich Popcorn, sorry Steffi. Natürlich, es ist ja noch Zürich Popcorn. Es ist ja noch eine sogenannte Messe für Nerds, Gamers, Cosplayers und sonst coole Leute. Und das Jahr ist es genau gleich wie die letzten Jahre, oder? Zürich Popcorn, 2 Tage. Ich glaube, sind wir bis jetzt waren immer 3 Tage gewesen, immer Freitag. Sind es 3 Tage gewesen? Ja, immer am Freitag, also Nami-Abend, eher spät, also nicht schon am Morgen, sondern eher später, hat man rein dürfen. Ich glaube, entweder irgendwann zwischen 2 und 5 hat sie aufgemacht, früher, am Freitag. Und tatsächlich ist es dieses Jahr jetzt so, dass es am Freitag noch nicht ist, sondern erst Samstag, Sonntag. Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde, wo an eine Messe gehen für einen halben Tag, also für so 3-4 Stunden, finde ich irgendwie so ein bisschen unnötig in meinen Augen. Darum finde ich ganz gut, dass sie das Konzept nochmal überdacht. Aber ja,
Sie findet am 30. September und am 1. Oktober, also Samstag und Sonntag statt. Das mal, also nur 2 Tage. Okay, 2 Tage in dem Fall, okay. Mhm. Gut, also was erwartet uns wie immer die üblichen Kultur. Verdächtigen? Oh, Genau. wahrscheinlich. Also Zürich Popcorn, wie und je, der kleine Ableger, sage ich jetzt mal, der kleine Brütsch von der Fantasy Fantasy Basel. Basel, ja. Genau, in Zürich. Und ja, auch dort wieder Cosplay, Gaming, sehr viel halt Popkultur, auch mehr so im Sinn von Anime, Musik, Essen, alles, also alles, was irgendwie mit der asiatischen Popkultur zu tun hat, wird man dort finden. Genau, man kann auch wieder Stars treffen, unter anderem Yes. Nadia Hilker, die bei The Walking Dead hat mitgemacht, der Finn Jones, wo bei Iron Fist, The Defenders, Luke Cage, Game of Thrones etc. dabei war. Genau. Der Dom Tendo, den kennt Steffi, glaube ich, auch. Mm. Der Nick Beats wird dort sein, Steffi. Mhm. Also nicht Einfach persönlich. nur so. Doch, ich denke es. Ja, also ich kenne ihn nicht steht da. persönlich. Ja. Ah, du kennst ihn nicht persönlich. Nein, den Er nicht. wird persönlich dort sein. Der Vincent Fallow, ein Cosplayer. Der Iblali. Vic. Dann nennt sich doch nicht mehr Blali. Lol, dann nennt sich schon Oder lange Vic, nicht mehr. ja. Das ist- Der Vlesk wird dort sein, tatsächlich. Der King Chris wird dort sein, der ist schon Content Creator, den kenne ich aber nicht. Also viele Content Carolina Creator Ravassa, werden natürlich wieder ja, dort genau. sein. Ja. Es sind immer viele Content Creator dort. Ja, so wie auch Stars, wo man kennt aus Serie und Film. Ja. Aber tatsächlich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die deutschen YouTuber bekannt sind. Doch, die Wird sind immer spannend. da. Okay, Yes, okay. und wir sind am Samstag vor Ort. Genau, also falls ihr uns seht, können wir Hallo sagen. Wir sind dort, genau. Aber nicht in den Brack-Shirts, oder? Nein, Sondern nein, wir sind zivil unterwegs. wir sind zivil unterwegs, genau. Im Aber wenn ihr uns erkennt, könnt ihr Underground. kommen. Ja, natürlich. Problem, So ja. schwierig wird das nicht sein. Ohne Shirts, genau, sind wir unterwegs. Ja, wir sind ohne Kleider unterwegs. Ja. Ja. Wir haben es gesagt, wir machen brack.ch kurz zu nackt.ch an diesem Tag und laufen eigentlich nur mit dem Logo vor Genau. dem Zeug Wir wo machen nicht so übrigens sehen. auch ein kleines Instagram-Takeover, das heisst, wir machen dann wieder Stories vor Ort. Yes. Genau. Yes, und jetzt kommen wir zum Crit. Und jetzt komme ich zum 17-jährigen Cheater, der $500,000 US-Dollar Schadenersatz muss blechen. Heftig, oder? Stell dir vor, du bist 17, 18, musst $500,000 zahlen. Buß. Ja, aber was hat er denn gemacht? Also er ist ein Cheater. Und zwar Ja, gut, ein sehr ausgeprägter Cheater, aber eben nicht nur. sorry, schnell. Cheating genau. heisst ja auf Englisch viel. Das heißt, kann ja sein, dass er Im ist. Oder wie meinst du das? Gaming Cheating. Ah, im Game. Okay, Cheating. Gaming. Genau. Okay. Nein, also die Anklagepunkte sind regelmäßiger Betrug mit Hilfe von Cheats, öffentliches Verbreiten von illegalen Cheat-Inhalten, also Videos und so, Beleidigen und Bedrohen von Mitarbeitern von Bungie, also es geht übrigens um Destiny 2 hier. Oha, Ja. okay. Es wird mit ungefähr 100 Vergehen gerechnet. 100 verschiedene Vergehen. Und allein $300,000 sind für die Verstöße gegen das Urheberrecht und $2.000 pro, ich sage jetzt mal, Umgehungshandlung, also pro Cheat eigentlich, muss er zahlen. Ja, also er muss ordentlich blechen. Und nebst diesen $300,000 für Verstöße gegen das Urheberrecht kommen auch noch andere Verstöße dazu, eben das Bedrohen und das Beleidigen von Mitarbeitern, wo natürlich auch berappelt wird. Und aufgrund von all dem hat er nebst der Buß auch noch lebenslangen Ausschluss von allen Bungie-Spielen. Ich frage mich ein bisschen, wie man das überprüfen kann, aber ja, mal schauen. Weiß auch nicht. Ein striktes Kontaktverbot zu allen Bungie-MitarbeiterInnen. Und außerdem darf er sich auch nicht mehr als 300 Meter an den Büros nähern, also von Bungie. Und er muss alle Social-Media-Accounts löschen. Yes. Oh krass. Und dort hat tatsächlich Bungie vor Gericht, also ja, offenbar ein Recht bekommen. Darum ist die Strafe sind alle die er jetzt
kassiert hat. Mittlerweile ist, glaube ich, volljährig, mindestens 18 ist er mittlerweile, wo das ist... Und damals, als er angeklagt worden ist, war er 17 gewesen. Und ja, Bungie hat dort ein bisschen, und auch, ich finde auch das amerikanische Recht wahrscheinlich, hat dort ein bisschen ein Exempel statuieren. Einfach mal zum zeigen, so, hey, Games sind kein rechtsfreier Raum. Und auch das Alter schützt nicht vor den Konsequenzen, wenn man die Regeln missachtet und Grenzen überschreitet. Und vor allem gerade bei so moralischen Geschichten, wie eben auch, vor allem auch Beleidigung und Bedrohung von Angestellten. Also ich meine, das hört man ja immer wieder. Das ist schon sehr heftig, ja. Ja, ich meine, es haben ja auch so viele Mitarbeiter oder auch Synchronsprecher. Weißt du, musst du mal überlegen, Synchronsprecher bekommen Drohungen, also so Morddrohungen über von frustrierten Fans, weißt du, so Sachen. Also ich finde es gut, dass da jetzt mal irgendwie etwas gemacht worden ist. Aber gleich, also 500.000 Schulden mit 18 willst du einfach nicht haben. Nein, also das ist Leben vorbei, also ganz ehrlich, Ja. das ist cool. Aber auch, keine Ahnung, irgendwie verdient, so nach dem, was du jetzt erzählt hast, eben, manchmal musst du halt das Exempel statuieren, jetzt ist es auch gerade bei ihm passiert, ja, tut mir leid für ihn, scheiße. Aber Ja, irgendwie... Also, gesagt, kannst du sagen, er ist selber die Schuld? Ja, kannst du eigentlich sagen, kannst du auf jeden Fall sagen. Ja, manchmal ist es halt... Es gibt ja, wie soll ich sagen, Steff, es gibt ja auf beiden Seiten gibt's immer wieder Aktionen, wo man denkt, ja, das ist jetzt nicht mega gerecht. Meistens werden, wie gesagt, die Spieleentwickler oder Publisher oder die das Spiel machen, mega stehen im Kreuzfeuer von den Medien und von der Gesellschaft, weil sie zu viel Geld wollen oder irgendetwas. Aber manchmal gibt es eben auch der Endkunde selber, der das Game abused und der nachher damit Geld macht und eigentlich der Producer, der Publisher und auch allen anderen damit schadet. Und dann muss man dort auch ein Exempel statuieren. Ich finde aber noch. Oder? Also ich finde es gar nicht so schlecht, ja. Und im Endeffekt ist es genauso, wie ich gesagt habe. Und es ist lustig, weil mein nächstes Thema geht genau um das. Da drehen wir den Spieß jetzt mal um. Also Dort hat nämlich ein Game Engine Producer, nämlich Unity. Vielleicht kennt ihr alle Unity. Wenn nicht, dann achtet man mal drauf. Bei den meisten Games, bei vielen Games, nicht bei den meisten, sorry, bei vielen Games, die ihr spielt, kommt vorher Made with Unity. Und Unity ist eine der meistgenutzten Game Engines. Also wir reden hier von Spielen wie zum Beispiel Pokémon Go, ein Riesenspiel, City Skylines, Cuphead, Among Us und das berühmte VR-Spiel Beat Saber. Das sind alles Beispiele von grossen Hits, die mit Unity entwickelt worden sind. Und jetzt ist es so, Unity hat es immer so gemacht, dass die Studios, die ihre Engine genutzt haben, jährlich eine Gebühr zahlen. Und zwar, je nach Umsatz, also je grösser vom Umsatz vom Unternehmen, desto teurer die Lizenz. Also eigentlich eine faire. Macht eigentlich Sinn, ja. Ja, oder? Ja. Kleine Studios oder kleine Individuen, also 2, 3 Leute, die einfach zusammen programmiert haben sogar eine kostenlose Lizenz bekommen, was mega cool ist. Also, ich glaube zum Beispiel, wie heisst es? Unpetrified. Unser Schweizer Game. Ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch mit Unity gemacht. Lass mich lügen, aber ich glaube es. Und ich glaube, die wäre jetzt das Beispiel, wo nichts würde zahlen für die Engine, weil sie so klein sind. Jetzt ist es aber so, dass Unity eine zusätzliche monatliche Gebühr einführt, die sich an den Downloads von den Games orientiert. Das heisst, die sogenannte Runtime-Fee. Je öfter das Spiel abgeladen und gestartet wird, desto mehr muss das Studio an Unity abdrücken. Also, ich weiss nicht, der mit dem Abladen ist ja noch eins, aber der mit dem Starten ist ja weird. Also, manchmal startest du ja das Game einfach auch und dann spielst du es gar nicht. Oder es läuft eigentlich oder du startest zum Schauen, ob es läuft oder was auch immer. Ja, das passiert aber erst ab einer bestimmten Anzahl von Installationen. Die Grenze unterscheidet sich je nach gebuchter Lizenz. Kleine Studios, die kostenlose Unity-Lizenz hatten, müssen erst ab 200.000 Downloads pro zusätzliche Installation 20 Cent zahlen. Grössere Unternehmen mit teuren Unity Pro und Unity Enterprise Lizenzen werden aber eine Grenze von 1 Million Downloads zur Kasse gebeten. Im Vergleich zur kostenlosen Unity-Lizenz ist der Preis pro zusätzliche Installation bei Pro und Enterprise niedriger.
alles aber, wo das halt betrifft und die Änderung betrifft, haben die Leute nicht gefeiert. Weder die kleinen Studios und die grossen Studios, alle haben gefunden, Unity, hey, das ist horrend, was wir da nachher müssen herlegen, das macht gar keinen Sinn, das bezahlen wir auch, das ist Ausbeutung, ihr wollt jetzt einfach nochmal Geld machen mit dem. Und jetzt hat Unity tatsächlich ein Update gegeben, und zwar genau heute, also es ist brandneu, heute ist ein Update auf Steffi X oder Twitter gepostet worden. Und zwar hat das Unternehmen geschrieben, wir haben euch gehört, wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Verärgerung, die die angekündigte Richtlinie verursacht hat. Wir hören zu, sprechen mit unseren Teammitgliedern, unserer Community, unseren Kunden und Partnern und werden die Richtlinie ändern. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Wir danken für euer ehrliches und kritisches Feedback. Und jetzt kommen in den nächsten paar Tagen Änderungen raus von diesem Bezahlplan. Eine sehr coole Aktion von Unity. Mega cool. Sie setzen sich nochmal her und das Ganze umdefinieren. Also das heisst, Unity wird vielleicht doch nicht so einen Bezahlplan einführen, sondern das eventuell ein bisschen humaner gestalten. Was sicher für viele Game Studios halt jetzt ein Relief ist. Vor allem, ich denke mir so gerade bei vielen Studios, die ihre Games auch Free-to-Play, verscherbeln, sage ich jetzt einmal, einfach auch ein bisschen aus Marketinggründen. Das wäre natürlich schwierig in so einer Situation, oder? Also viele kleine Studios, wo sich was das Game Free-to-Play rausgeben, damit wenigstens gespielt und abgeladen wird. Ich meine, stell dir vor, Among Us, das ist ja gratis. Stell dir vor, das Game hätten sie müssen berappen, das wäre nie so gross geworden. Never. Das stimmt. Also Apex ist ja auch immer noch free. Oder klar, jeder steckt, aber es gibt sehr viele Games, wo, ja, wie du sagst, free-to-play sind und dort muss man natürlich nachher anders das Geld machen. Und wie macht man anders das Geld? Das ist einfach mit Werbung und mit Platzierungen und mit Events. Also halt mit allem anderen als mit dem Game selber. Und das wird natürlich nachher gleich ein zusätzlicher Kostenpunkt werden, wenn die Unity Engine so viel teurer wird, oder? Aber gut, du bist halt... warten wir mal, wie das da jetzt rauskommt. Auf jeden Fall. Und was ich noch sagen will, ist, du bist halt, wenn jemand eine Engine gemacht hat, immer am längeren haben, oder? Niemand sagt, oh, ja, wir wechseln zur anderen Engine. Da muss ein ganz neues Game programmieren, weißt du? Ja, das ist so, ja. Ja gut, wow, okay. Dann bleiben wir gespannt, was es da Neues zu hören gibt von denen. Genau. Dann sind wir da durch und dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell zum Loot und dann sind wir... Yes, genau. Und zwar etwas, was mir persönlich natürlich enorm freut. Es ist zwar kein neues Game, aber wir haben es neu im Shop. Und zwar Death's Door. Eines von meinen absoluten Lieblingsgames vom 2021. Ja, es ist wirklich schon 2 Jahre her. Ich habe damals dazu einen Blogpost geschrieben, ein sehr ausführlich, also eigentlich ist es ein Guide. Ich habe einen recht ausführlichen Guide zu diesem Game geschrieben auf brack.ch. Es ist nach wie vor lustigerweise einer der monatlich am meisten gelesensten Blogbeiträge auf ganz brack.ch überhaupt. Und jetzt haben wir endlich auch das Game dazu und ich habe natürlich wahnsinnig Freude. Death's Door in meinen Augen einfach wirklich ein absolutes Highlight von Indie-Games. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist anscheinend nicht ganz so einfach, aber es ist vom Gameplay, von der Story, es ist grandios. Und was mir vor allem am meisten Spass gemacht hat, ist, es hat ein verstecktes Games-Ende. Und über das habe ich eben auch den Blogpost geschrieben. Und ja, wirklich ein Game, das nach wie vor, auch nach über 2 Jahren, einfach immer noch meine absolute Empfehlung hat. Das haben wir jetzt endlich im Shop. I'm hyped. Yes. Genau. Und was wir auch noch im Shop haben, ist, das hat der Troy vorgestellt in seinem Tech Talk, wo es um Logitech-Neuheiten gegangen ist. Wir haben das Headset G Pro X2, also das Wireless Lightspeed Gaming Headset von Logitech, in Pink. Im wunderschönen Pink. Aha.
Ja, oder ich bin gerade neidisch, dass ich nicht das auf dem Kopf habe, sondern die schwarze Version davon, die natürlich auch sehr elegant ist, sage ich jetzt einmal, und natürlich sehr zeitlos, aber es ist schon cool. Und vor allem jetzt mit dem ganzen Pink-Hype, wo momentan sowieso vorhanden ist, muss man sagen, cool und schön, dass es endlich mal so ein knallpinkes Headset gibt. Finde ich gut. Vor allem, Schon, oder? eins, das so qualitativ wirklich genial ist, weisst du. Ja. Ich finde es mega nice. Ja. Nice, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich habe Freude. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch etwas? Ja, natürlich haben wir noch etwas. Und zwar... Spider-Man PS5. Genau, also Spider-Man 2 kommt ja raus, meine Damen und Herren. Und wir haben die neue Spider-Man PS5 im Spider-Man-Design im Shop. Also es hat noch 31 davon, wo ich heute geschaut habe, sind es noch 33 gewesen. Da hat irgendjemand zugegriffen. Also Spider-Man PS5 für mich, also auch ganz sexy, wirklich sieht sehr, sehr cool aus. Und kann ich also nur empfehlen, das Design ist sicher einzigartig, das wird es so nicht mehr geben. Also Limited Edition. Greifen zu, um noch eine sichern. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Bundle. Es ist nicht nur die PS5, sondern schon noch der passende Controller dazu. Und Marvel Spider-Man 2 Download-Code, also das Game auch gut. Sehe ich gut, Steffi? Okay, ja? Inklusive Game. Game. Ja, aber im ersten Moment tönt es nach sehr viel Geld. Es ist immerhin 599 Franken 90, aber eben, wenn man bedenkt, es ist ein PS5 dabei, es ist ein Controller dabei und es ist das Game dabei, ja, dann ist plötzlich gar nicht mehr so wahnsinnig teuer. Ja. Eigentlich nicht, nein. Ja. Tatsächlich. Der Controller kostet ja schon über einen Honig. Das stimmt, und der Controller ist eben auch nice. Also das Design ist wirklich sehr, sehr nice. Es ist wirklich sehr, sehr nice. Gefällt mir. Ja, und dann haben wir ja haben wir noch etwas, was rauskommt. Yes, oder? Etwas zum Vorbestellen. Es ist ab dem 10.10. Ist es draussen, das Game, und zwar NHL 24. Let's go. Yes. Natürlich kommt aber kurz nach, jetzt hätte ich schon fast wieder FIFA 24 gesagt, kurz, wie heisst es? EA FC Sport, ne, wie heisst es? Ja, das EA Sports FC, ja. Eben, genau, EA Sports FC 24 kommt jetzt natürlich auch NHL 24. Genau, wie könnte es so anders sein? Genau. Yes. Und das wär's mit den Neuheiten und den Sachen zum Vorbestellen und Bestellen und Freude haben dran von uns aus dem Shop. Und denkt dran, apropos Neuheiten, am Freitag gibt es am Nachmittag 14.30 Uhr einen Stream auf unserem Twitch-Channel brack.ch. Da stream ich Lies of P, wo ja auch gerade am Donnerstag erst rauskommt. Und ich freue mich schon sehr drauf, kommt unbedingt vorbeischauen. Yes. Ja, und dann war es eigentlich für heute gewesen. Yep. Mit der Episode. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ade, merci. Sehr gefreut. Macht's gut. Tschüss zusammen.